Schönen guten Abend, die Damen und die Herren. Wir sitzen heute zu Madrid auf der Klimakonferenz. Bei mir aus den Paul Galles, den CSV-Deputierten, den einen von zwei Lützeburgers, die auch dann an der Chamber repräsentieren. Guten Abend, Paul. Schönen guten Abend, Christoph. Und ich bin an der Delegation vom Europaparlament. Wir sind zu 16 Europadeputierten, die an der Delegation dabei sind. Und das sind den einzigen Lützeburger, weil ich eben noch an der Umweltkommission vom Europaparlament bin. Und das, ich meine, Thema Klima als die letzten Wahlen also schon ganz viel beschäftigt wird. Das ist ein Thema, das besonders auch die Jungen, mir war auch die älteren Leute bewegt, weil es geht ja eigentlich um Zukunft von unserer Generation, auch von den nächsten Generationen. Und ich meine, was wir hören, ist alarmant, den GIEC, das Organ, das wissenschaftliche Organ von der UN, das doch schon an der Chamber mal diskutiert, wo verschiedene Leute nicht wussten genau, für was da geschwärzt wird. Aber auf alle Fälle sind zwei neue Rapporte rausgekommen, die ganz klar sagen, es geht nicht durch, was wir aktuell machen, und man muss gucken, für als Anstrengungen zu erhöhen, für die Klimaerwärmung zu begrenzen, so wie es rausgeht, eigentlich ausgeseit mit unseren aktuellen Erfahrungen, werden wir die 3 Grad leiden, wo das Klima mehr warm geht. Wir wollen aber probieren, nicht unter 2 Grad zu packen. Paul, du repräsentierst die Chamber. Wie sind die Impressionen von der ganzen Verhandlungen? Was war der Programm bislang? Und meinst du, wir können hier große Schritte noch viel machen? Hat sich ganz viel froh beinehmen. Das ist aber ganz interessant, die Fragen. Also, zuerst, dass man merken, auf dieser Konferenz, wo an den letzten Wochen, am Ende der Jahre, endlich, wie sehr das Klima überhaupt, das Klimathema überhaupt, das ist die Klimapolitik, die man muss machen. Ich vergleiche immer damit, Baum, der gesagt, super aus, mit das Baum lebt für seine Wurzeln, und wir sind am Gang, am Mann, die Wurzeln von unserem Leben zu schwatzen. Das ist das wichtigste Thema überhaupt, weil wenn die Wurzeln verdrischen sind, dann kann der ganze Baum so lange nach der Stuhl, wie er will, lebt nicht mehr. Und das ist die ganze Seriosität von diesem Thema. Es ist der Klimakonferenz zu Madrid immens impressioniert, wie viele Events es gibt, und du hast wahrscheinlich auch schon mal erlebt. Wir gehen durch immer durch die Halle, wir sehen, dass du immens viele Leute sind, immens viele Diskussionsrunden, Side-Events, bilateral, trilateral, multilateral Treffen von politischen Regierungen, wie auch immer. Also es gibt ganz viel diskutiert, ganz viel man nicht geguckt. Aber was mir auffällt, dass die grundsätzlich froh, ob es seriös oder nicht, die geht nicht mehr gestaltet. Das ist einfach die Zeit, das River. Ich habe einfach geguckt, wie kann ich konkret schaffen, dass wir das packen und das mit dieser Welt zusammen und all die Menschen auf dieser Welt wohnen, zusammen überleben. Und das ist das, was mich impressioniert, weil da gesagt ist doch immer, dass eben Südamerikaner, die Afrikaner, dann natürlich auch all die aus dem Pazifik, dass die ganz anders reagieren. Also bei uns geht es schon um das Allgemeine und nicht einfach just nach großen Diskussionen und theoretisch Aussatz. Hier geht es um Leben bei uns, um Überleben. Und dann erlebst du das Thema ganz anders und ich bin wirklich steif impressioniert davon, wie es hier lebt. Wir sind mit der Chamber hier, wir haben noch die Chance, ganz viel Kontakt zu nehmen zur Lützeburger Regierung, zur Delegation von der Lützeburger Regierung. Wir können also mit der Lützeburg auch wirklich vieles machen. Darüber kann ich viel schwätzen. Du kannst auch sicherlich noch mehr fordern und noch einen zu kritisieren. Mir auf alle Fall also ist ganz klar, das muss gemerkt werden. Für mich ist das ganz impressionant. Vom Programm hier, wir müssen ein bisschen hier rumfahren, weil eben so vieles möglich ist. Nummer ist eben verschiedene Events Gesicht, das interessieren. Und ich muss sagen, was für mich wirklich interessant war, schon mal ein paar Events rausgesicht über Finanzen, was nicht unbedingt so mein Thema ist von daheim aus, weil ich merke, dass eben die ganz finanziell froh raschspielt dann den so der ganz berühmten Artikel 6, den noch verhandelt wird vom Pariser Aufkommen, also den Emissionshandel, den Zertifikatshandel. Und dann auch wie Lützeburg, du kann eine Fairheit eine Rolle spielen, weil man ja war so oder so ganz viel Erfahrung. Ich weiß nicht, wie du das erlebst, weil ich meine, die hat ja ein bisschen ein Programm auch mit den europäischen Parlamentariern, dass die ein bisschen und ihr auch Sachen geguckt hat. Wir hatten gestern ein Treffen von den Parlamentariern aus der ganzen Welt, was interessant war, die zu begegnen, auch die verschiedenen Sensibilitäten zu erleben. Wie ist dir da gegangen? Hast du das selber erlebt, dass die Manns Fehlers, also für mich als mein Echtkopp, du hast vielleicht schon viel mehr Erfahrungen gesammelt. Für mich also auch die Echtkopp, muss ich auch so, ich war schon in der Letzte, da dürfen ein bisschen am Background schaffen, weil ich 2015 die Lützeburg Präsidenz am Konzert hat eben noch für die Lützeburger Regierung geschafft und natürlich ich hatte schon pur Insights mehr mit das natürlich Terrain gesagt hat ganz nicht aus. Das war auch so, ich meine, das sind eigentlich das als Regierung, die halt verhandelt, dass wir als
als Chamber oder mir als Europaparlament sitzen nicht direkt im Verhandlungstisch. Genau. Ich meine, das war ganz wichtig, dass wir hier sind, weil wir mussten hier Brücke schlagen. Ich meine, das ist etwas ganz Wichtiges. Und du siehst, der hat mit dem nationalen Parlament, wir haben auch was mit verschiedenen, wir hatten mit Vertretern aus Südafrika, südafrikanischen Parlament, die natürlich ganz andere Bedenken haben. Sie haben natürlich auch schon direkt Auswirkungen vom Klimawandel. Das heißt, ganz viel Dreschen tun sie da haben, immer mehr große Probleme. Die Landwirtschaft kann nicht so produzieren, wie sie das eigentlich misst. Und dann haben sie aber auch das Problem, dass auch ihren Energiesektor noch ganz viel von der Kohle aufhängt. Und das ist etwas, wenn du investiert hast, kann ich nicht von einem Tag auf den anderen, können die ganz schwer raus. Und dann haben sie ganz viel Bedenken, weil sie fährten, dass erstens Arbeitsplätze verloren gehen, zweitens können sie sich das dann nicht überhaupt leisten. Und ich meine, da ist ein großer Punkt, du hast von den Finanzen gesprochen, wo wir wirklich mussten uphaken, den sogenannten Green Climate Fund, den Grünen Fonds, wo 100 Milliarden sollen bei kommen, die 100 Milliarden sind eigentlich gedurcht, für Urreiz zu schaffen, du sollen dann aber zusätzlich auch Privatgelder ran. Ja. Und ich meine, das ist etwas, wo Lützeburg da ja schon angekündigt hat, seine Kontribution zu verdoppeln. Ich meine, das ist ein ganz, ganz wichtiges Zeichen. Auch Deutschland, ich hatte mit deutschen Kollegen in der Sendung, die eben noch gesagt haben, Deutschland geht auch auf den Weg. Ich meine, das ist wichtig, dass wir als Europäische Union eine Fairreiter-Rolle spielen und dass wir eigentlich auch die Suchen ersetzen, Terrain an Drittländer. Ich meine, das für ihnen zu helfen. Und das en fin de compte also eine Win-Win-Situation, weil wenn wir die Suchen investieren, können auch europäische Industrien, zum Beispiel Wandkraft, kann profitieren. Und ich meine, Länder zum Beispiel wie Kenia, die werden nicht fertig bringen, das ist auch ein Entwicklungsland, aber die werden nicht fertig bringen, auch mit internationaler Hilfe. Ab nächstem Jahr werden die zu 100% erneuerbare Energien produzieren. Das heißt, es geht, wenn ich will. Und da haben wir leider noch nicht darin so matt an Bord, wie wir das gerne hätten. Wir hatten zum Beispiel eine russische Delegation getroffen, die was natürlich ganz anders wühlen, weil sie auch a puncto puncto Kohle und a puncto ölischer Gas ganz andere Interessen haben und die auch verteidigen. Brasilien ist im Moment auch ziemlich schwierig, wenn es einem Bolsonaro, dem du Ruder ist. Ja. Brasilien hat sich glücklicherweise beim G20 zu Osaka zu den Klimazielen von Paris bekannt. Wir wollen aber auch nur gesehen, dass sie wirklich Terrain etwas machen. Weil sie zum Beispiel zu Paris angekündigt, sie geben 12 Millionen Hektar Büsch neu uppflanzen. Und ich meine, das ist eine Sache, wo wir auch konkret gesehen, dass sie das machen. Das heißt, ist da eine technische Klimakonferenz, wie sie genannt wird. Es wird hier auch viele Verhandlungen weitergeführt gehen, mit die richtig Ambitionen Uwe gesagt, das wird wahrscheinlich, dass das, was wir hören, aus den Verhandlungen heraus reicht, nächstes Jahr zu Glasgow geschehen. Was aber auch ein guter Moment ist, weil heute hat Ursula von der Leyen sein Green New Deal proposiert. Und du hast war auch daran angekündigt, justement, dass die Europäische Union seine Ambitionen soll nur Uwe schreiben. Das ist interessant, was du siehst, weil bei diesem Treffen von nationalen Parlamenten hat man zum Beispiel auch Vertreter dabei aus afrikanischen Ländern. Und die Vertreter haben uns gesagt, vergiss das nicht. Weil die so ein Gefahr ist, eben, dass die ganze Klimapolitik, die weltweite Klimapolitik zu einem elitären Denken gehört, dass die einen in den Matt kommen und die anderen kommen nicht mit. Ein Thema, was wir auch national haben, dass eben die einen sich können leisten, klimaneutral zu leben und andere können sich das nicht leisten, weil sie finanziell nicht mehr rauskommen. Die großen Sozialfragen am Hintergrund. Und was mich auf dieser Kopf fasziniert, dass eben, dass eine Reihe NGOs da sind, eine ganze Reihe, die eben als das Thema immer in das News schreiben und das Thema auch immer mal thematisieren und so, dem muss etwas mehr vergisst Leute nicht annehmen noch, dass es auch pur Klimaaktivisten gibt, also auch Protestbewegungen, also Hautstungen sind zum Beispiel zu ganz, ganz viele führen, die auch Lastwaffe Madrid, ich habe gesagt, bis 500.000 von Leuten auf der Straße, die immens stark protestiert und das berührt mich, das bewegt mich und sieht man gut aufpassen, dass die Gesellschaft insgesamt matt kennt und dass man dem Ganzen noch gerecht geht, dass alle Menschen auf dieser Welt zusammen eben den Schritt kann weitergehen und dass man nicht an so einer politischen Bubble, an einer politischen bloß hängen bleibt. Das ist effektiv, vielleicht du bist so frustrant, auch für uns, wenn wir wissen, als Europäische Union, wir haben einen Moyen, wir könnten noch schon ein bisschen mehr schnell fahren. Ja. Dann ist es ein bisschen frustrant, muss ich das meine persönliche Impression, dass noch nicht jeder so kann mitschwammen. Das heißt, wir bleiben eigentlich in Mengen Erwartungen, die ich für hier hat. Wir müssen also auch bedenken, zu viele von den Ländern, die fangen an, sich zu industrialisieren. Ja.
wen hat war die letzten 100 oder 150 Jahre den CO2 ausgestoßen, den Velo eure Problem ist, das sind wir als Europäische Union, du nur als Amerikaner, nur kommen losende Chinesen, Brasilianer etc. Mehr auch andere Ökonomien, die kommen. Das heißt, wir müssen eigentlich aber auch unseren Preis dafür bezahlen, für die Fehler, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Und wir müssen ihnen auch finanziell helfen, für dass sie nicht dieselben Fehler machen, die wir schon gemacht haben. Ich meine, das ist eine wichtige Message, die wir auch müssen weitergeben. Genau, und das ist von den Messagen nicht auf alle Fall von der Kopplung abzuholen, noch eben zu wissen, dass der Blick, den wir haben, auf das ganze Thema werfen, ist weltweit. Das ist aber irgendwie schon impressionant, dass wir können für eine weltweite Geschichte oder weltweit Urlaub schaffen und dass wir können dazu beitragen. Und ich habe noch gemerkt bei den Treffen mit den Parlamentariern, wie viel das eben noch an die Einzelparlamente, das Urlaub immer mit daran drohen. Und ich gehe noch meine Aufgabe zu heben und du gesagt, denke ich wahrscheinlich am Europaparlament genauso, an unseren Umweltkommissionen, wo wir engagiert sind, das Thema immer zu wiederholen, auch immer kritisch nur zu führen, ob man alles das macht, was wirklich nötig ist und ob man so weit kommen, wie man wirklich will. Ja. Das sind effektiv global Probleme, die man auch global muss uppacken. Ein großen Volley von der Globalisation ist natürlich auch den internationalen Transport, sowohl den Flugverkehr wie auch den Maritimverkehr, wo eigentlich im Moment noch nicht genug gemacht wird. Ich meine, das ist von den Punkten, wo man hier auch ganz klar so, wir brauchen einen Preis auch auf internationalem Niveau für den CO2. Es kann nicht sein, dass so viel Drecksschleuder, pardon, für die Wort, mit Schiffer und mir in der W sind, die unmussig CO2, mehr auch andere Aufgasen an die Luft bloßen, die auch für die Gesundheit ganz bedenklich sind. Da will man uppacken. Wir hatten noch zum Beispiel eine Reunion mit der internationalen Schifffahrtsorganisation, eng mit der internationalen Flugverkehrsorganisation, wo mir war wirklich Druck gemacht, um zu sagen, das, was der Ziel da sind, geht nicht durch. Ich meine, das ist etwas, was wir mussten an der Kauf holen. An nächster Zeit umsetzen. Ich meine, auf europäischem Niveau aus der Green Deal dem Tisch, da werden eine ganz rich Legislationen kommen. Die dabei ich an Chamber kommen mir auch bei Europaparlament kommen an da wäre das noch ganz viel Arbeit in den nächsten Monaten und Jahren. Ich freue mich auf alle Fall für die Arbeit zu summen mit der Chamber, aber auch mit dem Europaparlament zu machen. Paul, vielmals merci, dass du bereit warst. Merci dir. Merci vielmals. Und wir werden dich auch weiterhin hier von Madrid berichten, was alles nach zu machen bleibt. Und ich hoffe, die bleibt drin. Und wenn der Frauen hat, zeigt nicht zu drin zu schreiben, wir werden nicht antworten. Vielmals merci. Merci.